Excuse die Dame. Ja. Was die nicht alles herausfinden. Was sagst du, Einstein? Es scheint sie irgendein neues Mittel gegen das wandernde Nasenfieber. Eine kleine Pille, die den Bacillus unschädlich macht. Trinodecofluizid. Von was redet denn auch noch Alfred? Kommt lassen. So, Herr Aufwurfel. Was? Excuse, Dr. Otter. Ich habe sie gar nicht gesehen. Ja, das habe ich auch nicht erwartet. Was du brauchst, Wurfel, ist endlich einmal ein Brüllen. Oh, nie im Traum. Mit meinen Adleraugen. Ja. Nein, das ist nicht, warum ich gekommen bin. Es ist wegen meinem Fuß. Ah. So, das jetzt ab. Wollen wir mal schauen. Also, dann zeigen mal den bösen Fuß. Schuhe abziehen, bitteschön. Ah, ich glaube, ich sehe schon, was dir wehgetan hat, Wurfel. Du hast einen Stein im Schuh gehabt. Oh nein. Tja. Jetzt stehe ich aber schaurig blöd da, Doktor. Nein, oh nein, ganz und gar nicht. Oh, das tönt aber gar nicht gut. Sie müssen zum Doktor. Ja. Brauche, glaube ich, ein Glas Wasser. Und wie wär's mit einem Glas von ihm frisch gepressten Brombeersaft, Alfred? Und wenn Sie vielleicht auch gerade eins Wurfel? Ja, also danke vielmals, Frau Otter. Oh, herrlich. Das ist wunderbar. Oh, das ist der beste Saft, den ich je getrunken habe. Ah, wenn Sie vielleicht Rezept davon? Es ist ganz einfach zu machen. Oh, gern, bitte. Auf Wiedersehen, Dr. Otter. Auf Wiedersehen, Frau Otter. Und merci fürs Rezept. Oh. Was? Oh, excuse, Herr Wurfel. Oh, Julia. Dr. Otter, Frau Doktor, wir haben heute Abend einen Grillplausch. Und wir wollten fragen, ob Sie auch kommen. Oh, das wäre dann schön, Julia. Und der Dr. Einstein auch. Und wenn Sie nicht auch, Herr Wurfel? Ja, noch so gern. Und ich habe eine Idee. Die Frau Doktor hat mir ja gerade das Rezept von ihrem wunderbaren Brombeersaft gegeben. Ich mache ihn gerade und bringe ihn dann mit. Oh ja! Allerdings, ich brauche zuerst noch ganz viel Brombeere. Oh, wir könnten ja helfen, Herr Wurfel. Wir könnten Brombeere sammeln für Sie. Oh, toll! Dann wollen wir jetzt schnell gehen sammeln. Lumpi, Gumpi, Maxli, der Herr Wurfel macht den Brombeersaft und wir dürfen dafür Beere sammeln. Toll! Ich habe mein Körbchen. Ja, ich auch. Ich sammle am meisten. Ich bin der Brombeere-Weltmeister. Yeah! Yippie! Oh, dann halt. Zucker, jawohl. Zitronensaft und Schale ist gut. Zimmetstange, jawohl. Wasser und ganz viel Waldbeer. Oh. Hey, ich habe ganz viel. Ich auch. Der Herr Wurfel kann dann sicher ganz viel Saft machen. Maxli, du bist eigentlich da zum Beere sammeln, nicht zum sie essen. Sind so gut. Hoi zusammen! Grüezi, Frau Zuckerhut. Wir haben ganz viel Brombeeren gesammelt. Oh, ich sehe es. Die sind aber fleissig. Wir haben die für den Herrn Wurfel gesammelt. Er macht einen Saft für unsere Grillparty. Wollen Sie nicht auch kommen? Ja, nein, ja, danke. Ja, noch so gern. Wisst ihr was? Ich backe einen extra Kuchen und bringe ihn dann mit. Ist nicht gut. Oh nein, ja. Ich hoffe nur, es ist nicht ansteckend. Ihr dürft nicht vergessen, ich bin darum eben sehr sensibel. Was hast du denn, Maxli?
Ich hab Bauchweh. Hast halt zu viel Beere gegessen? Ich glaube, ich werde krank. Nicht in meinem Garten. Nicht da. Komm mit, ich bringe dich besser zum Dr. Otter. Kommt, jetzt bringen wir die Beere mehr Wurfel. Gut gemacht, Maxli. Was? Wenn Frau Zuckerhut den Maxi zum Doktor bringt, dann hat sie wenigstens keine Zeit für den Kuchen. Oh. Herr Wurfel! Herr Wurfel! Wir haben ganz viele Berge Brombeeren gesammelt. Ja. Ja, das sind ja wirklich ganze Berge. Mit diesen Beeren kann ich ja ganze Fässer mit Saft füllen. Ja, es handelt sich um eine Missfunktion von deinem Verdauungsapparat, junger Mann. Ein klarer Fall von Dyspepsia. Ist das etwas ganz Schlimmes? Sicher nicht, Maxli. Der Dr. Einstein meint nur, du hättest eine Verdauungsstörung. Nimm ein bisschen von dem da. Löwenzahnmilch mit Kamillensirup. Nein, also wirklich? Genau das Richtige, wenn man zu viel gegessen hat. Gut, darf ich noch ein bisschen? Du meinst nicht, du hättest schon genug gegessen heute? Heilige Bimbam, was ist das? Bin ich gewesen. Excuse. Ich habe nicht dich gemeint. Es ist von der Vorne gekommen. Vom Wurfel. Kann sein. Herrgott nochmal. Aufpassen, Einstein. Was ist passiert, Wurfel? Ich weiß auch nicht. Ich habe den Brombeersaft gemacht und dann, bumm! Und das hat möglicherweise nichts zu tun damit. Das ist der Zucker, den ich gebraucht habe zum... Oh. Das ist kein Zucker, der Rest ist Bicarbonat. Oh, und das im Dampfkochtopf. Ja, das gibt dann halt schon ein bisschen einen Klapp, oder? Wurfel, eine Brille wäre, glaub wirklich nicht schlecht. Komm, wir gehen besser schnell in die Praxis und verbinden das noch ein bisschen. Und all die schönen Beeren ab in die Luft. Es tut mir so leid, Maxli. Also ich glaube, der Jungtrübel hat genug Beeren gesehen für eine Weile. Also wirklich, das ist ja ein Betrieb heute. Mein Armlampel. Beim Anzünden vom Grill hat er sich die Hand verbrannt. So, neben den Schuhen. Einfach nicht geschaut, was ich mache. Ja, es tut mir leid, aber in den nächsten paar Tagen gibt es keine Grillparty mehr. Oh. Und ich habe mich so gefreut drauf. Hamburger und Hotdog und Würst und so. Oh, ich glaube fast, du hast wieder Appetit, Maxli. Ich finde, nach all diesen Unglücken, die passiert sind, warum machen wir Party nicht einfach bei uns? Eine Bombenidee, Schatz. Und kein Kummerwürfel. Ich habe noch ganz viel Saft im Vorrat. Ich habe so gern Picknick. Ich auch, Dr. Otter. Ich auch.